Wel, ik geloof we hebben een goede tijd gehad zo weit, right? En ik geloof we worden nu wieder een goede tijd geven. So, wenn je in de Bibel met hand, dan draait naar Lukas kapitel 10. Lukas kapitel 10. Mom en dad zijn nu terug, wanneer jullie nog niet gezien hadden. En zijn nu van het Schnee weggekomen. En terug naar het Schijnetland. So, dat is goed. We hadden voor dat gebed. We hebben een goede tijd dort vereend. Lukas kapitel 10. Voor wieder gaan we alle top beten waren. Dankzij Jesus voor die woord. Dankzij dat het woord is en leven. Ik bid van jou dat die tijd wordt wie top aan en die woord nenkijken. Dat het een tijd zijn waar we wassen. Waar we richting krijgen van die. Heilige Geest redt ons durch die woord. En brengt vrucht in ons leven. Ik bid het in die naam Jezus. Amen. Amen. Lukas kapitel 10. So, we zijn in een series, van de laatste boodschap van de series, hij heeft ons beroepen. En we checken nu in 2 Timotheus, wo God ons beroepen heeft, te mijn onderscheid merken van aan. En van daar gaan we wieder in dezelfde rij van boodschappen, van daar gaan heute de boodschap beroepen, mildgeverig te zijn. Beroepen, mildgeverig te zijn. En zo dat is wat we nu checken willen van daar. Ik wil bloos den vers in 2 Timotheus lezen, dan kom ik door in Lukas wo je zijn. 2 Timotheus 1 vers 9, dat is ons hoofdvers voor deze series. En die zegt zo dit. Hij, God, heeft ons geraad en beroepen met einem heiligen roep, niet wegen onze werken, aber weil zijn Zweig en Gnade, die ons in Christus Jesus geschenkt wird, von Ewigkeit her. Ik reed met een paar van mijn vrienden nu laatste week, nu de boodschap. En die wisten niet zo ganz klar wat het woord Zweig meint. En zo einer zei me, hij had bloß een tijd even aan Spaak gedacht. En zo hij hunger waarschijnlijk wat de enge boodschap. So, dat is niet Spaak, dat is Zweig. Zweig heeft te doen met God zijn plan voor ons leven. Op Engels würden we zeggen purpose, God zijn purpose. Op Spanisch würden we zeggen propósito. De Ursache, Gott zijn plan, de Ursache, wat hij heeft voor ons. En zo, wanneer we van God zijn Zweig reden doen, dan reden we van zijn mission, zijn plan. Dat wat hij voor de wereld al gemerkt wird, maakt hij een plan, een redingsplan. En hij wil gaan dat we poort werden van de redingsplan. Eerstens dat we geraad worden. En tweitens dat we de boodschap van de reding wieder drehen. En zo, dat is wat ik van reden doe, wanneer ik van Zweig red. God zijn Zweig voor ons leven. Laatste week reden we ook van dat wat we in de hand hebben, wat God ons in de hand gegeven heeft, om dat doen wat hij ons im hart geplant heeft. De dingen wat we in hand hebben, dat is onze gaven, onze tijd, ons geld, ons Habengeld, onze vrienden, onze familie, zo wieder en zo weiter. De arbeid wat we hebben, dat is wat we in de hand hebben. God heeft ons dat in de hand gegeven, om dat doen wat hij ons im hart geplant heeft. En zo, dit geeft mij de gelegenheid om een beetje te vertellen some dingen wat we in de kerk plan doen en nächste stappen wat we nemen willen. En zo, we hebben gezien over de laatste tijd in jaren waar God ons zeer gezegend heeft. En waar God ons immer weiter deren opmerken deed. En hij merkt ons deren zo boezig op dat we meest niet genoeg tijd hebben om dat alle te doen, die deren wat te opgaan. En zo zien zij, en dat helpt ons kijken, we zijn dankbaar voor dat. We hebben gewassen wijn dort. En aber we zijn bij die tijd gekomen, waar ons fehlt meer tijd van leiderschap. En zo, we als leiders in de kerk, we feilen geroopt dat ik en Debbie, aber dat ik wordt mijn tijd dollar in de kerk nemen. Maar nu heb ik in de val tijd gearbeid bij de kerk. En wat ik in de kerk doe, dat doe ik bloos in vrije tijd. En zo, einer is zeer gelimited wat einer kan doen, zo staat. Er zijn vele dingen wat te veel te doen, maar we hebben niet genoeg tijd om te doen. En zo, we hebben gepland dat ik waar in de kerk gaan dit jaar. En die plan zoals voorop, wat nu gaan, is nog niet alle ganz fertig en klaar, maar im juli, dan wil ik aanvangen in de kerk te komen. So, ik kan niet bloos, wens de soort arbeid wat ik doe, ik kan niet bloos een dag door abhieren en dan hier ganz verval aanvangen. En zo dat wordt een beetje tijd geven van transition. Waar ik wil in de kerk naartoe en van mijn arbeid uitgaan. En zo in juli zal dat aanvangen. Vielleicht met een dag, de week of zo wat. Ik wil aanvangen in de kerk te schaffen. En dan ziel is dat wat een jaar dat ik de meeste van mijn tijd, meest al mijn tijd in de kerk schaffen doe.
En dit waren, je trekt deze boodschappen wat we hier naar checken doen. Hoe wen dat we dat? Wens hij heeft ons beroepen. God heeft ons beroepen om zijn woord uitchecken, om meer mensen reken, om een onderscheid merken. En we geloven in de plottische wereld, voor ons als levenswasser. En zo, du fehlt meer tijd om die dingen alle te doen. Zij verken krijgen ik dad aanleiding hoe aan te komen reden. Bij andere Zeugen vrouwen ons verhalten met welke dingen. Maar zoals het nu goed is, we zijn nog zeer limited en hoeveel we kunnen van zo'n dingen doen. En ook de arbeid wordt hier in de Zeugen veel te doen. Dus zeer veel dingen waar we nog worden kunnen aanwassen. En zo dat is ons plan. We vragen dat je worden voor ons als leiderschap beden. We vragen dat je worden voor ons beden. Dat is een zeer grote stap voor ons. En aber wir glauben, dass Gott leidt in diesen Weg, wenn er hat uns berufen. Er hat uns Dinge in der Hand gegeben, um dort zu tun, was er uns im Hort geplant hat. Er hat uns Gaven gegeben, verschiedene Dinge. Und so wir werden die brauchen für sein Königreich. Das sind Dinge, was bijna de nächste Monat abkommt. So bet für uns und dort. Dort hat auch, dort meint dort für uns als Zeug, für uns alle als Zeug, wollen wir mehr Gastos sein. Und so wir wollen uns mal einen Reut merken für dort auch. Dort wir freiwillig geben tun für die Mission, was Gott uns gegeben hat. Und so, dann weiß ich ein klein bisschen, was da abkommt. Wir wollen noch mal von reden, wenn es dichter kommt. Aber das ist, was wir planen tun, das ist, wo wir feiern, Gott uns zu leiden wird. So von der die Botschaft, berufen, mildjährig zu sein. Und so das Wort mildjährig, das war ein von den Viren, wo wir vielleicht nicht mehr bekannt sind. Dort meint, reut sein, zum von ein Ding, so Geld oder Zeit, mehr zu geben, als nötig ist, oder mehr, als verlangt ist. Das ist, was der Wiederbuch sagt. Und so, mildjährig meint, ich sein reut, von meiner Zeit mehr zu geben, als nötig ist, und mehr, als verlangt ist. So, ich will nicht bloß den Minimum geben, ich will mehr geben. Ich bin mildjährig. Das meint, ich will von meinem Geld mehr geben, als verlangt ist, und mehr geben, als nötig ist von dir. Ich will nicht bloß den Minimum, ich will mehr. Wo wenn ich sind, mildjährig. Das ist, was wir von reden tun. Und so, wir sind berufen, mildjährig zu sein. Jeder Christ. Und das ist, was wir von der noch checken wollen. Und aber, wir sind berufen, das ist nicht ein Ding, wo wir ein Leben tun, wenn wir geboren sind. Das ist nicht ein natuurmäßiges Ding. Das ist nicht ein naturales Ding. Das geht jen ans Natur. Und wenn du eine Frau hast, dann check bloß eine Kinder. Wenn Kinder geboren sind, und die jung sind und klein sind, ein von der ersten Wieder, was sie fangen kann, ist Mina. Das ist Mina. Und so, das ist ein Ding, was jen ans Natur geht. Ich los diese Weg ein bisschen saying, wo du reden der über wo Kinder und Sachen non checken und sagt, ich will nicht mitteilen. Das ist das, was ein Kind sagt. Wenn es in meiner Hand ist, dann ist es meint. Wenn ich dort erst höre, dann ist es meint. Wenn ich dort erst sage, dann ist es meint. Wenn ich dort will, dann ist es meint. Wenn du dort handlegst, dann ist es meint. Wenn ich dort handle, dann ist es noch einmal meint. Right? Wenn dort zwei ist und ganz verbrechen ist, dann ist es dient. Dann kannst du dort haben. Das ist Kinder sind, aber weißt du was? Wir sind noch Kinder. Wir sind auch mehr zu start. Und das wollen wir von der noch checken wollen. Was sagt die Bibel, über wo wir denken sollen und was für eine Einstellung wir sollen haben, über Sachen, über die Dinge, was wir haben. Und so uns naturale Einstellung ist selbstsüchtig, oder nusig, selfish, es meint, aber wir wollen einen anderen Weg lernen. 2. Korinther 8, Vers 9. Vers 7. 2. Korinther 8, Vers 7 sagt es steht. Je seid in alles so reich, in Glauben, in Reden, im Verstehen, in Unholend sein, und in andere Gott sein. Je seid reich in diese Dinge, sagt er. So seid nu du nu, dort je auch in diese Genut zum Geben uittekenen. So Paulus sagt hier zu der Kirche, je seid in diese andere Dinge reich. Nu ziet mal reich in Geben. Ziet mildjährig. Reich Jeva.
En so van der werden we de Geschichte kijken in Lukas Kapitel 10. Wanneer du sind, dat is je bekende Geschichte voor velen van ons, aber wir wollen hier some dingen uitgeven van ons van der. Lukas Kapitel 10, dat is de Geschichte van de goede Samariter. So, gouverne vers 30, we worden 37 lezen. So, ik wil plus de ganze Geschichte lezen en dan werden we nu kijken. Dan antwoordt Jezus te hem en zei, du jenk een mens van Jeruzalem rauf naar Jericho, en val de Räber in de hang. De reiten nam de kleider van Charpa, versluwen hem en ging weg en leiten hem half dood liggen. Dat traf zich zo dat een priester denzelfde weg rauf ging. Hij hebt deze man voorbij en als hij den man zag, ging hij aan de andere zijde voorbij. Groet ze ook een leviet. Als hij bad doorkwam, wo de man zag, ging hij ook aan de andere zijde voorbij. Aber als ein Samariter op zijn reis bad doorkwam en den man zag, had hij Mitleid aan hem. Met hem. De ging aan en bebunk hem zijn wunden en gout de oil en wien aan. Dan zat hem op een ezel nap en nam hem naar een gasthuis en bezorgde hem. Als hij de nächsten dag verlaten wil, juift hij den Wirt 2 Silberstecker en zegt, hij zal den bezorgen. En dan, wanneer er irgendwo nach Meier fehlt, wanneer er irgendwo Meier kosten würde hij hem betonen, wanneer hij terugkwam. Welke van die 3 denkst du, wie de nächsten an dem, die de Räber in de hang gefallen wird? Jesus fragt den Mann dit. Hij zegt, de schriftgeleerde zegt, die Mitleid met hem had. Jesus zegt te hem, dan go en doe ook zo. Jesus heeft ons beroepen, mildjäverig te zijn. Go en doe ook zo, zegt hij. En zo, we willen van deze geschichte hastig 3 aanstellingen uitgeven, wat de wereld heeft, over zaken haben gaat. En zo, de eerste van deze 3 aanstellingen is dit. Wat dient, es meent, en ik word het neem. Dit was de Räber gezegd werden. Wat dient, es meent, en ik word het neem. Wie worden dit iets naam? En zo, zij willen dat touw ihnen, wat Jana had. Iets meint, dat ik wel meer als wat ik ha. Ik ben niet tevreden met wat ik ha. En ik word doen wat het brukt, te meer krijgen. Ik ben jitzig. Dat is de Räber weer. Ze zeggen, deze man komt dat lang, stelen ze van hem. Wat dient, es meent. En ik word het neem. Weet je, manchmal, wie worden vielleicht sagen, nee, dat is niet zoals wie zijn. Wir gehen nicht rum und verklappen Menschen und Dinge wegstellen, aber was sind wir in uns Hort? Sind wir zufrieden mit was wir haben, oder kicken wir immer nur, was der Nächste hat und sagen, dort jankert Messiah. Und wir denken daran, und denken daran, und denken daran, sind nicht zufrieden mit wo wir sind. Oder vielleicht dort, was wir haben, wie hören das Messiah nu. Sind jitzig. Jesus redet zu dit. In Lukas Kapitel 12, Vers 15, en sagt es dit. Dan zegt hij te eind, Jesus zegt te eind, ziet voorzichtig, pas op. Hier is een warning van ons. Pas op, dat je niet jitzig wordt. Dat mensenleven hangt niet daarvan af, dat hij veel bezetten deed. Jesus zegt, pas op. Wens hij wist, dit is een gevaar voor ons allen. Pas op. Leven is gratis, als plus dat wat die eens. Dat is wat hij hiervan reden deed. Zo de Räber zeiden, wat dient, es meent, en ik word het neem. Dan de nächste aanstelling, wat we hebben, zijn we in de priester en de leviet. En wat je, dit weer de mannen, dit weer de kerken mensen. Gott melig op er weg in de kerk. Zij kennen Gott. Zij wissen, wer Gott wird. Zij werden de leiders sogar in de kerk. Dit weer de kerken mensen. En dit is de aanstelling wat zij hadden. Wat meent, es meent. En ik word het hulp. Wat meent, es meent, en ik word het hulp. Hier weer einer, die fehlt hulp. Die wird door half dood liggen. En aber zij gaan rum. En zij gaan in een stich. Wo wen es wat meent, es, dat meent. En ik word het hulp. Wat je veelten hebben deze aanstellingen, wie zijn, ik heb schwaar geschaft voor dat wat ik heb. Dat meent. En ik word het hulp. De Bibel wil ons een andere weg leren. En zo een paar versen wat God ons geeft, voor dit,
1 ist in Philippa 2, Vers 3 und 4. Er sagt so steht, Paulus steht, sieht nicht nur sich und ihr jeht sich. Sieht nicht nur sich. Vielmehr acht den Nächsten hecher aus uns selbst. Vers 4 sagt er, je soll nicht bloß nicht dort checken, was uns selbst interessiert, aber auch nicht dort, was den Nächsten interessiert. In anderen Worten, wir sollen nicht bloß nach unsere Not checken, wir sollen nicht den Nächsten seine Not checken. Das wird diese Leviten und Priester, das wird sie nicht deuten. Der Nächste, sie ging durch vorbei, er hat eine große Not, aber sie checken bloß nicht in ihn. Ich will nicht laut sein für die Kirche. Ich bin auf meinem Weg. Das wird mich hier vielleicht ein bisschen träge halten von den Pluns, was ich von der habe. So, sie checken bloß nicht in ihnen out und nicht den Nächsten seinen out. Paulus sagt, das ist nicht so, wie wir als Christen sind. Wir checken nicht bloß nicht unsere ihnen out. Wir checken den Nächsten seinen out. Wo wen? Wenn wir sind bereit, mildjährig zu sein. Das hängt sich taub mit, wo wir letzte Werk von reden deuten über Guven. Aber der Guven, was wir haben wir von Gott. Und er hat uns der gegeben, los, wir letzte Werk, zum den Nächsten Gott dein. So, wenn wir dort Wort Guven umtischen mit Geld. Dort Geld, was wir haben, hat Gott uns gegeben. Und er hat uns dort gegeben, zum den Nächsten dein. Wir sind bereit, mildjährig zu sein. Mildjährig meint, mehr geben, als was nötig ist, mehr geben, als was verlangt ist. Wir sind mildjährig. Bereit, mildjährig zu sein. Und wahr, zoals ik al zei, von wo wir hier reden, dan dit jet geen ons Natur. Von Natur uit, dann sagen wir, entweder aus der Räber, oder aus den Kirchenmenschen in dieser Geschichte. Aber Gott raubt uns nur ein neues Leben. Die dritte Anstellung ist die, was Gott uns zu rauben hat. Und die dritte Anstellung, das ist nötig, dass wir Glauben haben, um das leben. Wir müssen Glauben haben, um das leben. Wenn es manchmal, wo wir nicht alles kann sein, wo wir das alles sollen tun, weiten wir das alle was schaffen, das wo Glauben nötig ist. Wir glauben. Wir glauben. So die dritte Anstellung ist die Anstellung, was der Gott Samariter uns weiß. Und seine Anstellung wird so steht, was meint, es dient, und ich werde es geben. Was meint, es dient, und ich werde es geben. Dit is mildjährig. Reut zijn van een ding zoals tijd oder geld, meer te geven als verlangt is, meer te geven als nodig is. Wo wen? Wens wat meent, es dient. En ik word het geven. Dit is wat we als Christen zijn te God. God, wat meent, es dient. En ik word het geven. Jezus weer een bijspel voor ons in dit. Hij heeft sogar zijn leven voor God zijn zweig. En zo, wenn wir onze Guven haben, dann können wir sagen, Gott, was meint, meine Guven, was dient. Und ich werde geben. Ich will meine Guven brücken und mit Menschen dienen und mitteilen, wo eine Menschen in Not ist. Ich will helfen. Wo wen? Wenn Gott, du hast mir deine Guve gegeben und du hast mir die gegeben, damit der Rüt schält. Was meint, es dient. Und ich werde geben. Dit is de aanstelling wat we als Christen zullen hebben über ons geld. Gott, wat meent, es dient. En ik word het geven. Alles wat we hebben, leert de Bibel ons, als Gott dient. Aber wir haben nur manchmal einen Trouble. Ich weiß nicht, ob Sie mit diesem Trouble kämpfen, aber ich da manchmal. Und wir glauben, dass wenn wir zu sehr geben wollen, dann wird uns dort uns something fehlen. Wir wollen nicht genug haben. Wo ich das dann tun? Ik wil sure merken dat ik hier genug ga, dat ik mijn zekerheid heb. De Bibel redt te dort. Een paar versen wat hij hier ons zei in dat Psalm, kapitel 112, vers 5. Hij zegt hier, wer mildjährig is en jieren uitliet, en in zijn handeling oprechtig is, wordt het goed gaan. Oké, so wenn du mildjährig bist en die dingen uitliehen des, dan wordt het goed gaan, zegt de Bibel die. Dan wordt die dort niet veel aan dingen. Zodat je het krijgt geen de gedanken wat we manchmal im Kopf haben.
Wenn ich te veel geven doe, wenn ich geven word, dan word ik niet genoeg gaan. Dat is niet wat de Bibel sagt. Hij redt hier van uitlehen. Dass du deine Sachen uitlehen. Wenn wir an uitlehen denken, dann denken wir, es führt an Geld. Aber was about die Sachen, die du hast? Bist du mildjährig? Bist du bereit auszulehen? Ja, wir tun vielleicht manchmal so einen Phone-Charger auslehen. Aber was about ein Vorteil? Darf ein Vorteil auslehen? Sind wir bereit auszulehen? Gott sagt hier, wenn wir mildjährig worden sind und auslehen, dann wollen wir das gut haben. Spreche al, vers 25, sagt es steht, ein mildjähriger soll wat rik worden. Krijgt het geen da van wat we verder denken. Ein mildjähriger soll wat rik worden en wer andere te drinken jaft, wat zelfs te drinken kriegen. So, wanneer ik mensen wil helpen, wanneer ik mijn goven wil geven, wanneer ik van mijn geld wil geven, wens ik weet dat het really zijn, wanneer ik dat geven doe, hij zegt hier, mij wordt dat niet veel. Wanneer ik mensen te drinken geef, ik wil ook drinken krijgen. So, we worden niet zoveel weggeven, dat God ons dan ganz arm maakt. Dit is geloven, waar dit is geloven. Dit is geen onze gedanken, wat we hebben in ons kop. En dan een vers hier te eng. Apostelgeschichte 20, dit is hoe Jezus reden deed. Apostelgeschichte 20, vers 35. Hier schreef Paulus hier en hij zegt, en in alles wat ik deed, bewijs ik junt, dat we der schwor arbeiden, die Schwache methalten moesten, en dooraan denken dat de Herr Jezus zei, geven es soll ja als kriegen. Geven es beter als kriegen. Paulus sagt hier, wir mussten schwor schaffen. Aber sagt hij dat we mussten schwor schaffen, damit wir das Geld haben. Das ist nicht, was sagt. Er sagt, wir mussten schwor schaffen, den Nächsten, den Schwachen zu halten. Wenn wir Christen sind, handelt uns Leben nicht bloß um uns. Das ist nicht bloß für mich. Meine Guven sind nicht bloß für mich. Mein Geld ist nicht bloß für mich. Das ist, was die Welt uns nur driven hat. Aber Jesus sagt, nee, was meint, es dient, und ich werde es geben. Das ist die Einstellung, die der Gute Samariter hat. Er braucht von seiner Zeit, er braucht von seinen Guven, er braucht von seinem Geld, zum den Nächsten dienen. Wenn er weiß, was meint, es dient, und ich werde es geben. Wir sind berufen, mildjährig zu sein. Gott raubt uns von uns naturalen Leben rüht, von unserem naturalen Weg von Denken, was nusig ist, was sagt, mina, und er raubt uns nur ein anderes Leben. Wir sind bereit, mildjährig zu sein. Handelt sich nicht bloß um Geld, aber auch um Geld. Mildjährig meint auch, wir sind bereit von den Dingen, so Zeit oder Geld, mehr zu geben, als nötig ist, mehr zu geben, als verlangt ist. Wenn es was meint ist, es dient, und ich werde es geben. Von der werden wir ein klein bisschen anders tun, als was wir gewöhnlich tun. Wir wollen in Gelegenheit geben. Ich will Isaac knapp klären. Isaac Thiessen, er hat ein Projekt, wo wir als Kirche kein Port von sein, wenn wir wollen. Und so er wird ein bisschen vertellen von das, das geht mit der Botschaft taub, und er will knapp kommen und schließen. Okay, mijn vrienden dat ik vandaag de gelegenheid heb hier een klein beetje van de mission mee te delen, wat daar in Zacatecas gedaan wordt. Ik rede gisteren met Lorenzo en hij zei, ik zal deze kerk zeer dankbaar zijn voor de maathelp wat deze kerk geweest is. Hij zegt, deze kerk heeft de ganz meeste metgeholpen in ihre mission. En zij zijn zeer dankbaar daarvoor en zij doen gewoonlijk allemaal voor deze kerk beden. En ik wil een klein beetje tijd nemen om zijn waar ik deze mission heb aangeleerd. Dat we in 2004, dan gaf een vriend mij mal een cassette, wo Lorenzo vertalen deed. En hij vertelt vanuit de mission, wat zij doen in de boy gaan. En dan wens ik me zeggen, wenn ik deze missionaar wil gaan leren. En een klein stukje later, dan deed een vriend mij aanladen, als ik wil metvoeren daar in de boy, en ze wilden voor een gebied bouwen. Dat we een gebied van 40 Betagen, dat zal een school zijn die tijd. Als ik wil metvoeren, dat de halten bouwen. En ik voer dan met, en we bieden dat door.
En nou noem ik me ver dat deze mission, die wil ik ondersteunen zo goed als ik kan. En Luther, und 2006, dann wurde ein Baum gemerkt. Wegen der Hunde nicht Wutter, die mussten Wutter führen von Wied auf. Und fährten wir nicht so rein Wutter. Und dann wurde ein Baum gemerkt, du hierhappe Boy, und dort wir ein Wunder, dass du Wutter wir. So hierhappe Boy, hat er nicht mal gedacht, dass du wird Wutter sein. Aber du hast fein Wutter, und die Leute noch Wutter testen. Und das betret Wutter, der wurde testen, dann sind wir besser als das Auer Purificator, was wir kaufen da. So geht das Wutter, haben die du in der Boy. En dan Luther, dan veel door een klinica te buren. En dan waren we ons einig dat we worden door een klinica buren. Dat is in 2007 wat we die door buren deuten. En in die klinica hebben die zo viele mensen al kunnen helpen. Die hebben eenmaal dit jaar wat ze een grote brigade medica hebben, waar veel dokters te komen. Waar ze die mensen dan consultas geven en die dokteren dan wat allemaal. Te jaar die over 1000 mensen wat die door helpen kunnen. En dan in 2014, dan dat we door een grote kerk buren, en er kwamen allemaal mooie mensen op. Dan wordt er een grote kerk gebouwd en die hebben in deze kerk bij 2000 mensen wat ze door hebben bijgehad. Dat is een Nachschriftrat aus deze kerk is. Hier worden vielleicht nicht so viele Menschen nennen, aber sie haben über 2000 Menschen bijgehad in deze kerk door. En dat andere ding wat we gedaan hebben, dat we dit jaar in 2017 in februari, dat we nog een kerk bouwen, door een enkele af, van door de grote kerk is, dat we in 40 betaald. En dat is door een Spanische gegend, dat heet door Santa Lucia, door zijn de Spanische mensen. Aber van door kan je schoof allemaal naar ihre kerk door, nu hebben ze door de kerk gebouwd. En dan hebben ze nog Feierkerken gebouwd, wat ze zelfs gebouwd hebben, bloß na de kerken weer af. Wenn die Menschen, die kommen gewöhnlich zu Fuß nach der Kirche, und sie steht, dann können sie durch eine ihre Kirche wanken, dann haben sie durch ein paar Eventos, das Jahr, was sie da haben, wo sie alle taub kommen, dann sind sie alle taub in diese große Kirche durch. Also das ist sehr viel geschafft worden, das von der 2004, was ich dort kennengelernt habe, nu, dort hat es sehr gewachsen, das ist ein sehr großer Unterschied von den Menschen von da an bis nu. Zum Anfang, wenn ich da war, wenn die Kinder so bekeken, die werden sehr schwingt, sehr Preis angetragen. Und von der ersten Tag, die sind halbwegs fein rein, die meisten, und haben viel besser untertragen, und sie haben viel besser zu leben. All. Dort habt ihr einen sehr großen Unterschied gemerkt in der Gegend. Und wir haben ein frisches Projekt, was wir wollen tun, und dort ist die Porle in der Handläden. Sie würden da viel mehr Dinge tun können, als was sie da tun, wenn sie da viel haben. Sie haben eine Plant, sie haben die Plant drehen, haben zum Pumpen. Und auch wenn sie Eventos haben und so weiter, müssen sie die Plant drehen, haben, aber dort ist ein großer Gas, was sie da haben, und Diesel. Und sie haben nicht Fridgen und so weiter, wenn sie nicht einmal die Plant drehen haben. Und was sie sagen, wenn sie würden die Porle in der Hand, dann würden sie keine Fridgen haben, dann würden sie viel mehr Dinge können tun. Und der Plan ist auch, dass sie wollen die Sponsoren abstellen, wenn die Heavy jetzt durch. Und sie würden die eine Sponsoren haben und auch eine Schmied, die irgendwo jankert abzustellen. Und so verschiedenste neue Dinge, was sie würden können tun, wenn sie die Porländer haben. Nu haben ich mit mehreren Freunden all ihre Mal von geredet. Wir haben uns nu ein Pressupuesto merken, wo das kosten die Porländer handladen. Und das sind meistens 700.000 Peso. Und dann wurden sie als das ganz abgestellt, die Substationen alles, dass sie da 4 haben. Und nu wollen wir bloß bekannt machen, wenn der irgendwer ist, was wird leichen, diese Mission zu erstatten, mit den Porländer handladen, dann habe ich nicht die Gelegenheit. Wir haben das reduziert von milljährig sein. Und ich weiß, dass in dieser Kirche sind sehr viele Menschen, die hier mithelfen tun. Und nu habe ich die Gelegenheit, wenn ihr einmal wollen, diesen Projekt zu erstatten. Mag Gott ihn segnen und hat wieder eine gute Zeit. So zoals Isaac al zei, we hebben een gelegenheid en zijn te zijn voor de nächsten. Niet bloos naar onze ene nood kijken, maar naar de nächsten zijn nood kijken. En weet je, dat niet lang terug, dan worden we gezien als kerk met zonploten. En zo, we zouden, wat van groot onderscheid dat merken, dat voor ons als kerk, nu dat we zonploten hebben, je hebt vielleicht niet gezien, maar hier boven is ganz veel zonploten. En zo, we hadden een 4-bel. Alle andere Monat kommt einmal der 4-Bell. Die verjährten dort niemals, kommt sich mir so fair.
Und nu op einmal diesen letzten Bild, was wir kriegen, wir Messkrieg ab 0. Tänks, was wir erst einmal hatten, Messkrieg ab 0. Das ist ein wunderbarer Sehen. Nu haben wir eine Gelegenheit als Kirche, so ein Sehen sein für die Nächsten. Verehrt wurde noch ein größeren Unterschied merken, wenn sie durch 4 kriegen, durch die 4 lernen. Und da würden großer Sehen sein verehrt. Und sie würden kein wissen. Sie würden kein mehr Menschen reden. Und sie würden keine ihre Dinge durch einen besseren Weg tun und Bilder auf eng da. 700.000 Peso, das ist schon viel Geld, ich weiß. Aber wir sind beraten, zum mildgierig sein. Wir sind gesehnt, damit wir können sehen sein für die Nächsten. Und so wie als Lehrer, wir reden über das, das ist ein Projekt, wo wir glauben, das ist ein gutes Projekt. Und so wir wollen da unterstützen, wir wollen haben, dass die Kirche da unterstützen, dass jeder unterstützen tun. Und wir als Kirche wollen das auch unterstützen. Wir sagen immer ein Part von uns Geld, das sieht, in der Quenta, kriegt für so eine Dinge zur Missionsarbeit. 10% von alles, was wir nennen, kriegen dann an unsere Offerings, jetzt sieht. Und so wir haben da ein klein bisschen abgebaut über das letzte Jahr, paar Jahre. Und so wir haben uns entschlossen, wir wollen von dort geben, von der Kirchenkost geben, um das zu unterstützen. Wir wollen ein Teil von dem Projekt tun. Und aber ich will Jüngmut mehr. Das auch mithalten. Wo wenn wir kicken nicht bloß nach unsere eigene Not. Wir kicken nach den Nächsten seine Not. Wir sind bereit, mildgierig zu sein. Ich will schließen hier mit ein paar Versen. 2. Korinther 9, Vers 11. Sagst du steht. Je worden alle Seiten haben recht gemerkt, wo wen, dort je Rief uitdeilen kann. So worden viele Gott für die guten danken, die wir anvermitteln. Gott sagt hier, er hat uns gesehen. Er sagt, alle Seiten haben recht gemerkt. Wo wen, damit wir kein Rief uitdeilen. Die Bibel redet immer von uns als ein Trächter, nicht so in Armer. Wir sind nicht in Armer, wo du bloß nanschält und du bleibst, bloß damit die Armer du hast. Nee, wir sind ein Trächter. Dort schält durch. Dort Geld, was wir kriegen, dort schält durch. Die Guven, was wir kriegen, dort schält durch, damit die Nächsten du von den Sehen kriegt. Wenn wir sind beraten. Er hat uns beraten, Kirche. Und so ich will Ihnen merken, wenn ihr ein Part von diesem Projekt sind, dann redet mit Isaac persönlich. Und er wird Ihnen helfen mit dort, wenn du irgendwo hast, was das Leute checken das, über Video. Wir wollen eine Nummer haben, den Screen abdown, wo ihr kann über WhatsApp reden oder phone. Und so wollen Ihnen helfen, damit ihr mit der rechten Person reden kann. Zum diesen besonderen Isaac unterstützen. Damit wir können helfen, eine Vierland kriegen. Wo wen? Wenn es auf uns beraten. Und wir sind bereit, mildgierig zu sein. Was meint, es dient. Und ich werde es geben. Er hat uns gerat und berufen mit einem heiligen Raub. Nicht wegen unserer Wegen, aber weil es sein Zweig und seine Gnade, die uns in Christus Jesus geschenkt werden, von Ewigkeit her. Wir wir abstehen, Kirche. Er hat uns beraten. Wir beten. Wir beten. Und wenn wir nu in Gebet sind, ich sage die Frau der Heilige Geist. Heilige Geist, was sagst du zu mir über diese Sache, wo Isaac von reden will? Was sagst du zu mir, Heilige Geist? Wo kann ich Port sein von den Städten? Gott, ich danke dir, dass du einen besonderen Raub auf uns Leben hast. Ich danke dir, dass du uns gerat hast, dass du uns raten das, dass du uns von uns schwindet Leben rüttragen das. Und don't, wo wir uns in der eigenen gejagt haben. Du bist durchreut mit deiner Gnade, mit deiner Radung. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns beraten hast. Ich danke dir, dass du uns beguft hast. Ich danke dir, dass du uns gesehnt hast. Mit Geld, mit Zeit, mit Leben. Viele verschiedene Dinge, die du uns gegeben hast. Und help uns, die rechte Anstellung zu haben, Jesus. Help mir, die rechte Anstellung zu haben. Was mir das dient. Und ich werde es geben. Ich bete nur, Heilige Geist, dass du wirst zu jeder einer reden, was hier ist in dieser Stube. Jeder einer, was das horchen wird, dass du wirst leiden und wiesen, wo sie können Unterschied merken in der Welt für dich.
Vielleicht durch diesen Projekt oder vielleicht irgendein anderen Projekt. Da wir wollen rausgehen, da wir wollen einen Unterschied machen, da wir wollen dort brücken, was du uns in der Hand gegeben hast. Zum dort tun, was du in uns Hart geplant hast. Wenn wir sind bereit von dir. Dankeschön, Jesus. Dankeschön für deine Leitung.